Unsere Geschicht. Unsere Geschicht handelt von den Mennoniten, die von Kanada nach Mexiko trokken in den 1920er Jahren. George Rempel, der diese Geschichte utstudiert in Abschrift, ist selbst in Mexiko und Chihuahua geboren. Ditmaal vertelt hij van die Mennoniten wat naar Durango trokken. Unsere Geschichte Nummer 56. Ditmaal fangen wir an zu vertalen von der Durango ooltkoniea bij Patos oder bij Mennoniten in Durango, Mexiko, und auch von dem Entstehen von anderen Gemeinden auf der Durango-Siedlung. Von der Durango ooltkoniea wo ich nicht so viel vertalen können, als von uns ooltkoniea von Chihuahua. Ich habe mir aber von etliche Ole und andere nicht so Ole Personen, die von Durango kommen, viel vertalen lassen, und ich will versichern, dass alle top zu foten und so zu vertalen, dass wir auch dort Part von unserer Geschichte besser verstehen lernen können. Die ooltkoniea bij Patos oder Nuevo Ideal in Durango, Mexiko. Wir haben meist am Anfang, als wir von unserer Geschichte vertalten, einmal gesagt, dass die ooltkoniea Mennoniten von der Hegereserve in Saskatchewan in dem Stadt Durango in Mexiko Land kauften von einem Juan Lasoya, und dort sie 1924 anfangen, durch Hand zu tragen mit sie, wohnen die Mennoniten von der US-Isaborn-Gesellschaften dort gechartert haben. Die ooltkoniea, ihr letzter gecharterter Zug, fuhr 1927 im Herbst von der Hegereserve in Saskatchewan auf. Das letzte von der kanadischen ooltkoniea Mennoniten gecharterte Zug brachte letzte Uitwandererfamilien von der Hegereserve, von der Swift-Current-Reserve und von der Manitoba-West-Reserve nach Chihuahua und nach Durango. Nachdem trocken einzelne Familien noch von der Hegereserve in Saskatchewan mit 41 Jahren nach Durango. Aber von der Hegereserve trocken weniger als der Hälfte ooltkonische Familien nach Patos, Durango, Mexiko. Die andere Hälfte Familien bleiben in Saskatchewan, mit 2 von ihren Prägestaup wohnen. Die zurückgebliebenen ooltkonische Gemeindenglieder wurden mit ihren 2 Prägestaup von den nach Mexiko getrockenen Oms auch als angehörsame Glieder aufgeschrieben, kriegt aus den Manitoba und Swift-Current-Gemeinden dort ein. Diese Hegereserve ooltkoniea organisierten sich 1930 mit Hilfe von dem Hegereserve-Weichtoller Gemeinde ältesten Home als eine neue ooltkonische Gemeinde. Der Prediger Johann Lepke wird als ältester gewählt und ordiniert. Mehr Prediger und ein Diakon wurden gewählt. In der neue ooltkonische Gemeinde der offizielle Namen auf der Hegereserve in Saskatchewan wir von dort an nicht mehr Rheinländer-Mennoniten-Gemeinde, aber Ooltkonier-Mennoniten-Gemeinde. Die meisten von der auf der Hegereserve zurückgebliebenen ooltkonische Eltern haben sich dann all dort geschickt, dass sie ihre Kinder in der Regierung ihre Distriktschulen schickten und haben dann konnt abhören mit Straftolen, wen ihre Kinder von diesen Schulen wegholen. Die wenige Eltern, die auf der Hegereserve noch immer nicht ihre Kinder wollen, in der Regierung ihre Schulen schicken, die trocken aus einzelnen Familien oder aus kleinen Gruppen taub nach so einer Städten im Nordischen Saskatchewan, Alberta und British Columbia haben, wo noch nicht genug Menschen wohnten für die Regierung, um eine Distriktschule anfangen zu wählen. Und auf so einer Städten als zum Beispiel in der Lacrete, Alberta, jenen können sie noch jahrelang ihre eigenen Schulen haben. Als die ooltkonischen Mennoniten 1924 von der Hegereserve in Saskatchewan nach der Patos Gegend in Durango, Mexiko antrokken, dann hat nutzt das Stadtje durch Patos, Durango. Von der noch 80 Jahre ist diese Stadt als sehr viel geraten und hat auch lang nicht mehr Patos, aber Nuevo Ideal. Die Mennoniten ihr Pionierleben wie auch in Durango sehr schwer.
von Kanada mitgebrachte Weit und hohe Sorten gedieden nicht in ihre neue Heimat, in dem großen Guatemala-Tol. Sie mussten nicht mehr zu der rechten Zeit ankern lernen, in dem meistens drehen Tol mit seinem fremden Klima, wo die Regenzeit erst am Lot Juni oder sogar am Juli anfängt. Aber sie mussten auch erst die rechte Getreidesorten finden, was unter diesem Klima gedeihen können. Sie mussten dort erst annehmen, dass dort Weitbücher blieben, so als ihre Vorder- oder Vorvorderstadt in Russland und sie selbst in Saskatchewan gewesen wären, in Mexiko nicht schaffen wird. Sie mussten, ehe sie dem Guatemala-Tol Arenden aufgewinnen können, dort Mais in Schaubelbücher waren lehren, so als ihre mexikanische Noberstadt wären. Und weil es in ihrem neuen Heimatland alles so ganz anders wäre als in Kanada, und da wären dort sich trägt nach Kanada sehnen, wie viele eingewanderte Familien so groß wird, trocken all von den ersten Jahren an, jeder Jahr einzelne Familien von Patos, Durango, trägt nur die Hegereserve in Saskatchewan. Dort geht bei 1924 bei der Hegereserve Ooltkoniea in Saskatchewan zum Anfang kamen mit ihrem nach Mexiko uitwandern. In viele Familien wären dort dann all sehr arm geworden, da ich dort so lang und so viel Straft holen wären ihre Kinder nicht in der Regierung ihre Distriktschulen checken. Und dort wird zum großen Teil während der große Armut, dort so viele Familien eng nicht uitwanderten nach Patos, Durango, Mexiko. In die arm gewordenen Familien wohnen doch noch nach Durango trocken, die werden dort auf die Hand getroffen, dort die Gemeinde oder die noch einigermaßen wohlhabend gebliebene Bürger an am neuen Land mithelfen würden, mit da einen Anfang merken können. Man hört von der noch manchmal wem sagen, unsere Eltern trocken auch mal ganz arm nach Durango, Mexiko, aber sie kriegen dort keine Hilfe, um einen Anfang merken können, und dabei kamen sie sehr bald zurück nach Kanada. Die Durango-Pioniere können in ihre Dörfer aber meistens sehr leicht Wasserbarms merken, sodass sie für ihren Hausgebrauch und für ihr Vieh genug Wasser haben. Dann die Grundwasserlehren wären auf der Patos-Siedlung überall viel flacher als die in den meisten mennonitischen Dörfer auf den Manitoba- und Swiftcurrent-Siedlungen in Chihuahua wären. Aber trotzdem die Grundwasserlehre auf der Durango-Siedlung viel flacher wäre als an den meisten Dörfer auf den Manitoba- und Swiftcurrent-Siedlungen in Chihuahua, sind da verhältnismäßig wenig Bewässerungsbarms gemerkt worden. Goudet Hei können die Pioniere auf der Durango-Siedlung auch meist irgendwo merken, sodass sie von Anfang an wenigstens für ihre große Arbeitszeit immer genug Langfutter haben können, wenn ihre Getreideernten an die ersten Jahren auch mal klein wären. Die Pioniere lehrten dort Schabeln, Mais und Futtergetreide tragen in Durango in wenigen Jahren ganz gut. Aber wenn sie mehr Futtergetreide kriegen, als sie brauchten, oder eine gute Schabelarend kriegen, dann verstanden sie für ihre Arend in den schweren Pionierjahren nicht richtig einen Markt zu finden. Und die meisten Kolonisten waren in ihrer neuen Heimat sehr arm, ehe sie einen guten Anfang kriegen mit Büren. Aber dann endlich, in den mehr 1930er Jahren, als einige Kolonisten mit Käsefabriken anfangen, und die Bürger ihre Milch für anständige Preise verkaufen können, dann fängt das an, ein bisschen leichter zu werden für die meisten Kolonisten. Aber dann scheint das im Herbst 1935 mit einmal so, als von den Mennoniten auch in Durango wurden ihre Schulfreiheiten verloren haben. In Chihuahua hat die sozialistische Lázaro Cárdenas Regierung all im Mai 1934 die Mennoniten ihre Schulen zugeschlossen. Nur diese Regierung ihre neue Schulgesetzen, dann wird dort Unterrichten von Religion an alle Schulen verboten. In weil die von der Cárdenas-Regierung geschickte Schulenspeicher dort im Mai 1935 an die Chihuahua-Mennoniten ihre Schulen so funk, dass sie den Katechismus und die Bibel aus ihren Schultextbüchern brauchten, wurden ihre Schulen dort zugeschlossen.
Und als diese Regierung am Herbst auch die Durango-Kolonisten ihre Schulen durchgehend tauschlot, dann waren die Mennoniten dort auch sehr unruhig. Dann mag ihre mexikanischen Nobers wären viele, wo dort Geld feilten, dass die mexikanische Regierung die Mennoniten nicht mehr sehr unter ihren Schutz nahm. Und so eine mexikanische Nobers nehmen sich nun noch mehr Freiheit bei den Mennoniten anzubrechen und anzubestehlen. In einzelnen Fällen wurden mennonitische Mädchen in frühes dabei sogar vergewaltigt. Und wegen all diese Sachen wollen auch von Durango 1935 und 36 viele mennonitische Familien bloß noch zurück nach Kanada tragen. Aber die Familien wollen sich an dieser Zeit einig werden, dass sie zurück nach Saskatchewan, nach ihrer alten Heimat tragen wollen und dann Utrecht anstalten, um ihre Wirtschaften und Sachen zu verkaufen. Die kriegen meist Krieg nicht dafür. Dann kein Mennonit wohl in Mexiko noch Land und Sachen kaufen, wann an ihre Schulfreiheiten wahrgenommen werden und ihre Zukunft dort so unsicher scheint. Und weil die Umstände dort so wären, dass die Leute wenig Geld haben und nicht für anständige Preise verkaufen können wenige Familien die nötigen Mittel abbringen, zum zurück nach Kanada tragen können. Andernfalls wären viel mehr Familien im Winter 1934-36 zurück nach Saskatchewan getroffen. Die Lázaro Cárdenas-Regierung hat den Mennoniten, so was wir all einmal gesagt haben, gerade vor Weihnachten 1935 schriftlich die Freiheit gegeben, ihre Schulen weiter abzumerken und ihre Kinder so wieder zu unterrichten, sie dort vorher getan haben. Aber die lokale Patos-Regierung und die Durango-Staatsregierung und auch die katholische Kirchenleiter dachten, das wir nicht reicht, dass die Landesregierung den Mennoniten würde die Freiheit geben, an ihre Schulen Religionsunterricht zu geben, wenn sie dort nicht auch dürfen. Und weil es dort gemeine Volk dort wisst, dass ihre religiöse und politische Leiter nicht reich damit einverstanden wären, dass die Mennoniten die Freiheit haben sollen, an ihre Schulen Religion zu unterrichten, wenn sie dort nicht einmal an ihre eigenen Schulen dürfen, erlaubten viele von den Mennoniten ihre mexikanischen Nobers sich 1936 ihre mennonitischen Nobers auch wieder noch zu belasten, mit Anbrechen, bestehlen, Mäkesen, frühers zu misshandeln. Aber so, als wir auch all eier gesagt haben, die Mennoniten schickten im Jahr 1936 noch weiter eine Delegation nach Mexico City, um dort mit der Cárdenas-Regierung darüber zu reden, dass ihre Lokal- und Staatsregierungen und auch die katholische Kirche ihre Leiter nicht so reich damit einverstanden wären, dass die Mennoniten sollen keine Religion unterrichten an ihre Schulen, wenn dem katholischen Landesvolk dort nicht einmal erlaubt wird. Und diese Delegation beschwert sich auch bei ihrem Landespräsident darüber, dass ihre Lokal- und Staatsregierungen auch nicht so für Verbrecher beschützten, als anders versprochen worden wäre. Und wir sehen uns auch all eier, dass Lázaro Cárdenas, die Chihuahua und die Durango-Regierungen im Juni 1936 jeder einen Brief geschrieben hat, worin er diese beiden Regierungen gesagt hat, dass sie die Mennoniten ihre Schulfreiheiten, so als Álvaro Obregón, an die versprochen hat, in Fall respektieren sollen. Und auch, dass sie die Mennoniten so vor Banditen beschützen sollen, als anders versprochen worden wäre. Und so als sie dort schuldig wären zu tun. Und als die Durango-Regierung den Brief von ihrem Landespräsident erholen hat, dann, so sagt Wilhelm Wahl, brachten die Judiciales, die Judicials, und die Soldaten, die mennonitische Durango-Kolonisten Schutz. Sie kämen einfach an die Mennoniten ihre Dörfer ernähren, um sicher zu merken, dass die mexikanischen Banditen abhören würden, die Mennoniten irgendwo zu belasten. Diese Judiciales und Soldaten, wenn sie mexikanische Männer auf die mennonitische Kolonie nur Sonnenuntergang in der Nacht irgendwo bejähenden, oder auch sogar, wenn sie über Tag mexikanische Männer bejähenden, und wird verdächtigt an anfangen, dann behandelten sie die sehr, sehr streng. Und dann geht das nicht lang,
dann hadden de Mennoniten op ihre Siedlung wieder mehr Fried. En als de Mennoniten im Sommer 1936 dann wieder ihre Schulfreiheiten gekregen hadden en ook bald feilten, dat de Regierung aanbeter voor Verbrecher beschützen will, dann wurden die meisten Kolonisten in Durango noch weiter ruhiger und wollen noch weiter in Mexiko wohnen bleiben. Aber weil die Durango-Kolonisten durch die 1930er Jahren so viel bestohlen und überfallen worden, einige früher in Mexiko sogar vergewaltigt worden wären, von einigen von ihren mexikanischen Obers, wären da doch noch so eine Elternmang an, was die mexikanische Regierung von dort an nicht recht trüden. En al in de lood 1940er Jahren, en besonders in de Anfangs 1950er Jahren, als dat ook in Durango sehr dreig weer, en fast totale Missernten gaf, dan trokken van de Durango-siedlung mehrere Families naar de Wanderhof-gegend in British Columbia, Canada. Diese Lied wären in BC aber meistens nicht vorma. Einige von diesen Familienvaterschaften oder mögen sich durch kleine Schnittmehlen oder Säumehlen, holten dort aus dem großen Fichtenwald Baumstamm, versehrten die zu Bühalt oder Iserbohnschwalen, verkauften die und verdienten damit ihren Lebensunterhalt. Und auch von Chihuahua und sogar von Manitoba und Saskatchewan trocken in diese Jahren etliche ooltkolonische und sommerfeldsche Familien naar de Wanderhof-gegend in British Columbia en mögen da auch auf diesem Weg erleben. De mangel aan meer Siedlungsland für junge Familien auf der ooltkoniea ihre Siedlung am Durango wird auch von den 1940er Jahren an immer noch größer. Aber der mehr Siedlungsland verschaffen wird da noch lang nicht. Meist immer sind in Durango verhältnismäßig noch mehr landlose junge Leute gewesen als in Chihuahua. In Chihuahua, wie es das da in den 1940er Jahren als sehr neidig an mehr Siedlungsland fehlt, fangen ooltkolonische Büros dann all hier und da mit kleinen Fabriken an. Mit einer Weonfabrik in Scheindorf 1915, mit Ovenfabriken, mit Hummermehlfabriken, mit kleinen Geiterien und so weiter. Und ich weiß noch gut, dass als auf die Manitoba und Schriftgrundkolonien immer mehr Büros mit Geschäften anfangen, dort auch in Chihuahua so eine alle Umkes wären, wo wir dann manchmal davon reden, dass so eine Büros dort in Mexiko vor allem verdorben wurden. Wils sehen diese Olasch, die mexikanische Regierung auf den Mennoniten in Mexiko ein Einkommen loten, am Vormat zu sein, nicht am Geschäftslied zu werden. Ich glaube aber nicht, dass die ooltkolonische uns in Chihuahua besonders je in den Anfang von Industrialisieren gewesen sind, oder dass sie an irgendwem in die Arbeit haben. Aber ab der Durango-Kolonie, wo dort in den 1940er Jahren auch all sehr neidig an mehr Siedlungsland fehlt, da wären die uns sehr durchgehen, wenn da so eine Büros wären, die dann mit kleinen Fabriken anfangen wollen. Für das Mal brechen wir hier weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Ooltkoniea in Neue Ideal Durango, Mexiko. Und dann noch von den breiten Gemeinden ihrer Arbeit mangte Durango Ooltkoniea. Was nächstes Mal? Ich bin George Rampo.